ich möchte euch gerade reinnehmen in eine Geschichte. Und zwar sind wir im Frühling 2020 haben wir zügeln in eine grössere Wohnung. Und es hat ein Stück gegeben in unserer Wohnung, wo wir gewusst haben, das werden wir nicht zügeln. Und das war unser IKEA-Pax-Schrank. Wer von euch ein bisschen Erfahrung hat mit diesen Schränken, der weiss, die überleben nur eine gewisse Anzahl von Wohnungswechseln. Und unser hätte es nicht nochmal geschafft. Darum haben wir den schön entsorgt und haben uns dann darauf gefreut, dass wir einen neuen Schrank bestellen online und haben sogar einen Eckschrank haben wir gewählt. Und weil wir ja doch jetzt ein kleines Kind hatten, haben wir gefunden, leisten wir uns das, dass dann die IKEA kommt und der gerade noch montiert. Das muss man ein bisschen mehr zahlen, aber das ist ja dann doch einiges an Aufwand weniger. Leider, wie ihr alle wisst, ist der Lockdown im Frühling 2020 und die IKEA hat den Service eingestellt aufgrund von Covid. So sind wir also da gesessen mit vielen grossen Kartonschachteln voll mit einem Schrank und 150 Seiten von Montageanleitung und so haben wir uns das nicht vorgestellt gehabt. Jetzt mein Mann, der Nico, er hat viele Stärken, aber Möbel zusammenbauen gehört nicht zu denen. Darum habe ich dann meine Schwester gefragt, ob sie vorbeikommen und mir helfen, den Schrank zusammenbauen. Und sie ist gekommen. Und dann haben wir am ganzen Samstag von morgen bis zum Abend haben wir dann den Schrank miteinander zusammengebaut. Wer von euch hat auch schon mal einen Pax zusammengeschraubt alleine? Ihr seid Helden. Und ihr wisst sicher auch, dass das Wichtigste für den Erfolg von so etwas Zusammenbauen ist, dass man einfach minutiös genau dieser Arbeitsanleitung folgt, die man bekommt. Einfach Schritt für Schritt. Das gibt dann so von Schritt 1 bis Schritt wahrscheinlich 300 oder noch mehr. Muss man einfach genau das machen, genau die Schrauben nehmen, genau so und so zusammensetzen, wie es eben in dieser Arbeitsanleitung steht. Und wenn man das macht, dann hat man grosse Chancen auf Erfolg. Wenn man das aber nicht macht, dann kann es in sehr grossem Mehraufwand passieren. Das ist uns auch passiert, leider. Und die eine Rückwand von unserem Schrank, die ist jetzt nicht so schön. Aber die sieht man ja nicht, die ist ja hinten. Genau. Warum erzähle ich euch das? Würdet ihr euch nicht auch manchmal wünschen, und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch, würdet ihr euch nicht auch manchmal wünschen, dass ihr eine Arbeitsanleitung hättet, eine Betriebsanleitung für euer Leben? Eine Anleitung, wie ihr mit schwierigen Situationen umgehen sollt. Eine Anleitung, wie ihr eine gesunde Work-Life-Balance halten könnt. Wie ihr vielleicht eure Ehe oder Freundschaften führen könnt in einem guten Maß, wie man Prioritäten richtig setzt im Leben. Und die gute Nachricht ist, es gibt eine solche Anleitung. Es gibt ein Buch, das seit vielen Tausenden von Jahren den Menschen hilft, ihr Leben in einer gesunden Balance, in einer gesunden Weise zu führen, ein friedliches Miteinander zu haben. Und wir lesen in diesem Buch Geschichten, die uns auch Mut machen, dann, wenn nicht alles gut ist, wenn Schwierigkeiten auf uns eintreffen, wenn wir in Herausforderungen stehen, dass wir auch dann irgendwo einen guten Umgang mit diesen Situationen haben können. Und dieses Buch ist das beste Buch der Welt. Es ist die Bibel. Und ich möchte mit euch heute anschauen, warum dieses Buch so relevant ist für unser Leben, warum es sich lohnt, die Bibel kennenzulernen. Vielleicht kennst du die Geschichte der Bibel gar nicht so genau, du weißt nicht, was darin steht. Deswegen möchte ich am Anfang so einen Überblick geben über die Geschichte, die die Bibel erzählt. Dann, warum diese Geschichte wichtig ist für dich und relevant für dein Leben. Dann, was wir gewinnen, wenn wir sie lesen. Und am Schluss möchte ich euch einige Tipps auch geben, wie ihr die Bibel lesen könnt, wie ihr vielleicht frischen Wind in eure Bibellese bringen könnt. Seid ihr dabei? Gut. Vielen Menschen ist es nicht bewusst, dass über die 66 Bücher der Bibel, die über tausende Jahre geschrieben wurden, dass sich eine Geschichte wie ein roter Faden durch dieses Buch hindurchzieht. Und es ist die Geschichte von einem Gott, der uns liebt und der mit uns einen Weg gehen möchte. Und um diese Geschichte so einzuleiten, werden wir zusammen einen kurzen Clip sehen, der uns gerade hineinnimmt in das, was in der Bibel erzählt wird.
Die Bibel ist ein wichtiges Buch, aber sie ist echt lang. Ja, es ist eine Sammlung von vielen Büchern, die über einen langen Zeitraum hinweg geschrieben wurden. Aber alle zusammen erzählen eine einheitliche Geschichte. Was ist also die Geschichte der Bibel? Nun, sie beginnt damit, dass sie uns einem wunderschönen Geist vorstellt, dem Schöpfer aller Realität, einem Wesen namens Gott. Und er hat die Macht, das dunkle Chaos der noch nicht geschaffenen Welt wegzunehmen und Ordnung, Schönheit und einen Garten voller Leben zu erschaffen. Und um diesen Erfolg zu krönen, ernennt Gott diese Geschöpfe, die sogenannten Menschen. Oder auf Hebräisch Adam. Und sie sind als Gottes Ebenbild geschaffen. Das bedeutet, sie haben den Auftrag, diese schöne Welt im Namen Gottes zu regieren, indem sie all ihre Möglichkeiten nutzen und noch mehr Schönheit und Ordnung schaffen. Dies ist eine Geschichte über Menschen, die ihre Macht nutzen, um sinnvolle lebensspendende Arbeit zu leisten. Aber die Frage ist, wie? Ja, die Menschheit steht jetzt vor einer Entscheidung, die durch einen Obstbaum repräsentiert wird. Die Menschen könnten sich mit Gott zusammenschließen und finden Freiheit, indem sie auf sein Wissen über Gut und Böse vertrauen. Oder Sie könnten die Macht ergreifen und Gut und Böse selbst definieren. Aber Gott warnt sie, dass sie das umbringen wird. und sie hören die Stimme einer dunklen, geheimnisvollen Kreatur, die ihnen sagt, die Wahl ist leicht. Nehmt die Frucht, sie wird euch Macht und Freiheit geben, die Welt nach euren eigenen Regeln zu regieren. Als Folge davon werden sie misstrauisch und selbstschützend. Es führt zu zerbrochenen Beziehungen, gewalttätigen Machtergreifungen und letztlich zu einer ganzen Zivilisation, Babylon, die das Böse neu als das Gute definiert hat. Und so zerstreut Gott dieses korrumpierte menschliche Projekt. Und hier nimmt die Geschichte der Bibel eine wichtige Wendung. Wir zoomen rein in die Geschichte eines Mannes und einer Frau, die aus Babylon kommen. Abraham und Sarah. Ja, Gott verspricht, dass von ihnen ein neues Volk kommen wird. Eine Nation, die eine weitere Chance hat, die richtige Wahl zu treffen. Und wenn sie Erfolg haben, wird dies der übrigen Menschheit diesen neuen Weg nach vorn eröffnen. Und deshalb handelt die restliche Geschichte der Bibel von dieser Familie. Genau. Diese Familie, von der im Clip die Rede ist, die wird auch das Volk Israel genannt. Oder aus dieser Familie ist das Volk Israel entstanden. Und sie wurden auserwählt von Gott, um eigentlich noch einmal die Chance zu bekommen, diese Wahl zu treffen, welche Adam und Eva gehabt hatten. Zwischen einem Leben im Vertrauen auf Gott und nach seiner Definition von Gut und Böse oder einem Leben nach ihren eigenen Vorstellungen und Wünschen und in eigener Macht. Und wenn es ihnen gelingen würde, die Wahl zu treffen, mit Gott zusammen das zu tun, dann könnten sie der ganzen Menschheit einen neuen Weg eröffnen und sie könnten als Vorbild vorangehen für viele Menschen. Aber leider, für diejenigen von euch, die die Bibel kennen, wir wissen, die Geschichte geht nicht gut. Und das Volk selbst erliegt auch dieser Versuchung, eben nach den eigenen Vorstellungen ihr Leben zu gestalten. Sogar ihre weisesten Könige und Richter schaffen es nicht, diese Wahl zu treffen, mit Gott zusammen wirklich nach seinen Vorstellungen zu leben. Und sogar Gott selbst wohnt mitten unter ihnen in einem Zelt der sogenannten Stiftshütte. Er macht sich so nahbar und so sichtbar wie nur möglich, um ihnen zu helfen, den Weg nach seinem Willen zu gehen, aber sie schaffen es nicht. Sie werden von Propheten gewarnt, die sagen, wenn ihr so weitermacht, wenn ihr nicht auf Gott hört, wenn ihr nicht nach seinen Vorstellungen lebt, dann werdet ihr in Gefangenschaft geraten. Und weil sie es nicht schaffen, passiert das auch. Sie werden gefangen genommen, sie werden als Geiseln in ein anderes Land verschleppt. Was die Propheten aber auch verheißen, ist, dass jemand kommt, ein Verheißener, ein Messias, und die Geschichte noch einmal neu schreiben wird. Das Schicksal der Menschen, ihren Verstand, ihr Wesen noch einmal so verändern wird, dass sie diese Wahl noch einmal treffen können. Und dieser Verheißene, der wird alles neu machen. Und dann lesen wir in der Bibel, dass ein Mann namens Jesus von Nazareth auftritt. Und er hat eine ganz besondere Botschaft. Er kommt und er sagt, derjenige, der wirklich Macht haben will, soll den anderen dienen.
Seine Botschaft ist revolutionär und nicht nur das, sondern er tut auch viele Zeichen und Wunder. Und man merkt im Verlauf der Bibel immer mehr, dass dieser Jesus Gott selbst ist, der sich einmal mehr zu den Menschen begibt, sich so nahbar und sichtbar wie mit Preis zu bezahlen, dass diese Beziehung nicht mehr von unserer Leistung, von unserem Einhalten der Gesetze oder Regeln abhängig ist, sondern dass wir in einer Freiheit mit Gott in Beziehung leben können. Er wurde Mensch und er starb am Kreuz für diese Schuld von jedem Menschen, dass er eine Ignoranz gegenüber Gott hat, dass er lieber selbst sein Leben gestalten möchte. Und er nahm diese Schuld auf sich und starb am Kreuz. Aber er blieb nicht tot, sondern er stand wieder auf. Diese aufopfernde Liebe ließ ihn auferstehen und er ist nun an der rechten Seite des Vatergottes im Himmel. Und im letzten Buch der Bibel lesen wir dann davon, dass er eines Tages wiederkommen wird, dass er alles Unrecht ausrotten wird, alles Böse wieder gut machen wird und dass die Himmel und Erde eins wird. Und es wird aber auch klar, dass in diesem Moment dann es zu spät sein wird für eine Entscheidung, für den einen oder den anderen Weg. Und wenn wir diese Geschichte so weiterziehen und auf unsere Leben anwenden, dann wird klar, dass auch wir heute vor dieser Entscheidung stehen, wie Adam und Eva damals. Auch wir müssen uns entscheiden, wollen wir nach unseren eigenen Vorstellungen leben, nach dem, was wir für gut und für böse halten, oder wollen wir so leben wie im Vertrauen auf Gott, dass er es gut meint, dass nach seiner Definition von gut und böse. Und ich glaube, am Schluss läuft es in dieser Entscheidung auf eine Vertrauensfrage hinaus. Wir haben einen Sohn, Louis, er ist 3 Jahre alt und etwas, was er sehr gerne macht, ist, dass er in unserem Auto gerne spielt. Er klettert herum, er sitzt hinter den Fahrersitz und er turnt da. Und das darf er auch ab und zu machen, aber er darf es nicht tun, wenn wir fahren. Wenn wir mit dem Auto fahren, dann sitzt er in seinem Kindersitz und wir schnallen ihn sicher an und dann ist er dort. Und weil er weiß, dass wir als seine Eltern ihn lieben und dass wir das Beste für ihn möchten, lässt er sich anschnallen und fährt, wenn wir fahren, in diesem Sitz mit. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es so mit Gott. Gott liebt uns. Er ist unser Schöpfer. Er weiß genau, wie du am besten funktionierst. Der Schöpfer weiß, wie die Betriebsanleitung ist, oder? Und er möchte dir ein Leben schenken in Freiheit, im Vertrauen auf ihn, in einer Beziehung zu ihm. Aber wir müssen ihm vertrauen, wir müssen das annehmen, dass er das Beste will für uns, dass er es gut meint mit uns und dass er uns ein gutes Leben geben möchte. Wenn wir das tun, wenn wir das annehmen für unser Leben, dann haben wir dann leben wir so für das, was Gott uns geschaffen hat. In einer Beziehung mit ihm, in einer liebevollen Beziehung, in welcher Freiheit da ist, in welcher Wert da ist und eine Bestimmung da ist. Und die Frage, die sich schlussendlich durch die Bibel ergibt, ist, wofür entscheidest du dich? Für welchen Weg entscheidest du dich? Und je nachdem, wie deine persönliche Entscheidung ausfällt, hat die Bibel eine hohe Relevanz für dein Leben. Denn in der Bibel lesen wir, was Gottes Definition ist von Gut und Böse, was ihm gefällt, was nicht, was sein Wille ist. Wir lesen Geschichten von Menschen, und wir können lernen von ihren Fehlern und von ihren Erfolgen. Und ich finde es auch so ermutigend, dass die Menschen in der Bibel nicht irgendwelche Superhelden sind, die alles richtig machen, sondern es sind Menschen wie du und ich, die auch ihre Ecken und Kanten haben, die auch mal Mist bauen und versagen. Wir lesen auch von Jesus und was Besseres als von Gott selbst, der ein Mensch wurde und auch vieles von unseren Kämpfen nachvollziehen kann, von ihm zu lernen und von ihm abzusehen. Und wir lesen von der ersten Kirche und auch die Herausforderungen, die da passiert sind. Und wir können auch daraus viel lernen und für unsere Leben mitnehmen. Jemand, der sich
der enormen Bedeutung der Bibel für unsere Leben bewusst war, ist der Autor des Psalms 119. Und er schreibt in diesem sehr langen Psalm darüber, wie sehr er das Wort Gottes liebt, die Bibel liebt und wie sehr er sich damit beschäftigt. Und ich möchte einige Verse mit euch zusammen lesen. Diese stehen im Psalm 119, sind die Verse 96 bis 105. Da steht: Ich habe gesehen, dass alles noch so Vollkommene ein Ende hat. Deine Gebote aber gelten unbeschränkt. Wie lieb habe ich doch dein Gesetz. Den ganzen Tag sinne ich darüber nach. Deine Gebote machen mich klüger als meine Feinde, denn sie sind mir stets gegenwärtig. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, altgewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Von jedem bösen Weg halte ich meinen Fuß zurück, um dein Wort zu befolgen. Von deinen Rechtsbestimmungen weiche ich nicht ab, denn du selbst hast mich darin unterwiesen. Deine Zusagen sind für mich wie Gaumenfreuden. Ja, sie sind süßer noch als Honig. Aus deinen Ordnungen gewinne ich Einsicht. Darum hasse ich jeden Weg der Lüge oder Falschheit. Dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Zur Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde, hatte der Psalmist erst die ersten 5 Bücher der Bibel, also nicht die Bibel so, wie wir sie heute kennen. Und in diesen Büchern gibt es viele Gesetze und Gebote, die den Menschen halfen, eben das zu wissen, was gefällt Gott und was nicht. Und wenn wir alle diese Gebote zusammenfassen würden, könnten wir das mit diesem einen Satz tun: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Satz, der zieht sich durch die ganze Bibel durch. Der wird genauso im Neuen Testament, in anderen Büchern wird er bestätigt. Und deswegen können wir diese Verse auch nehmen und auf die ganze Bibel anwenden. Was sagt der Autor also hier über die Bibel? Was bestätigt er uns oder was erzählt er uns darüber? Er sagt, die Worte der Bibel gelten unbeschränkt. Das heißt, sie gelten für immer. Sie sind gültig für immer, bis heute. Die Bibel macht mich klug. Sie lässt mich Dinge verstehen, welche ich vielleicht vorher nicht verstanden habe. Die Bibel ist wie Gaumenfreuden oder ihre Verheißungen sind wie Gaumenfreuden. Sie sind wohltuend. Sie können ein Genuss sein für uns. Aus ihnen gewinne ich Einsicht. Das heißt, ich kann Dinge vielleicht besser begreifen oder nachvollziehen. Und sie ist ein Licht auf meinem Weg. Und wenn wir uns das so auf uns wirken lassen, dann müssen wir sagen, das hört sich nach einer fantastischen Betriebsanleitung für unser Leben an. Etwas, was immer gültig ist, etwas, was uns mehr Verständnis gibt, was uns klug macht und etwas, was uns Weisheit und Führung gibt, wenn wir im Dunkeln tappen. Der Psalmist schreibt aber auch, wie er sich mit der Bibel befasst. Er sagt, ich liebe die Bibel, ich liebe das Wort Gottes. Ich könnte es den ganzen Tag lesen. Und ich möchte dich heute fragen, liebst du die Bibel? Ist sie dir etwas Wertvolles? Hast du einen Hunger, die Bibel noch mehr zu kennen und zu verstehen? Er sagt auch, dass er den ganzen Tag über diese Gebote von Gott nachdenkt, über die Bibel, über das, was sie sagt. Über was denken wir so den ganzen Tag nach? Vielleicht, wenn du am Autofahren bist oder wenn du irgendwo in der Schlange anstehst bei einer Kasse. Ich habe mich entschieden, dass ich meine Zeit in der Küche und als Mama, die viel auch für ihre Kinder kocht, stehe ich viel in der Küche, möchte ich gut nutzen. Und ich habe mir so einen kleinen Kalender gekauft und den oben an meinen Abwaschtrog gestellt, wo immer Bibelverse drauf sind. Und so kann ich, wenn ich koche oder wenn ich irgendetwas in der Küche werkle, kann ich diesen Bibelvers lesen und darüber Gedanken machen. Und es hilft mir, meine Gedanken mit etwas Gutem zu füllen, um mich nicht darüber zu ärgern, dass der Küchenboden schmutzig ist, schon wieder, oder dass ich schon wieder am Abwaschen bin, sondern es hilft mir, meine Gedanken gut zu füllen. Beständig, immer wieder über die Bibel nachzudenken, kann uns helfen.
Und was der Psalmist auch verstanden hatte, ist, dass es das Beste ist, wenn er den Anweisungen der Bibel gehorcht. Er sagt, ich halte meinen Fuß zurück vor jedem bösen Weg, weil ich weiß, was du gesagt hast. Und es ist besser, wenn ich das nicht tue. Weißt du, was Gott sagt über gewisse Wege? Oder wo musst du deinen Fuß zurückhalten, damit du nicht auf diesen Weg gehst? Und ich möchte dich ermutigen, folge diesen Weisungen aus der Bibel. Sie helfen dir, dein bestes Leben zu führen. Sie sind das Beste, was du dir vorstellen kannst. Und wenn wir das so lesen, dann merken wir, hey, ich muss mehr davon haben. Ja, wir möchten das. Ich merke für mich, ich möchte mehr noch die Bibel kennenlernen, über sie nachdenken. Ich möchte sie verstehen, damit ich mein Leben noch besser leben kann. Und ich möchte euch nun einige Tipps geben, wie ihr die Bibel lesen könnt, was euch praktisch helfen kann, die Bibel noch besser kennenzulernen. Und ich möchte verschiedene Gruppen ansprechen und wenn du in eine Gruppe gehörst, dann nimm doch einen Tipp dir zu Herzen und versuche den mal nächste Woche umzusetzen. Die erste Gruppe ist, wenn die Bibel Neuland ist für dich. Vielleicht hast du noch nie die Bibel gelesen oder du kennst einige Verse, dann möchte ich dich ermutigen, sie anfangen zu lesen. Und fange an mit einer Übersetzung, die für dich gut verständlich ist. Das kann eine neue Genfer Übersetzung sein, eine Neues Leben Bibel oder eine Hoffnung für alle. Wenn du nach dem Gottesdienst eine Bibel kaufen möchtest, dann geh doch in unseren Shop. Sie werden dich gerne beraten dazu. Und dann fange im Neuen Testament an zu lesen. Zum Beispiel im Matthäusevangelium. Dort liest du gerade die Geschichte von Jesus. Und wo besser zu starten als bei Jesus, der uns so praktisch und so nahbar vorgelebt hat, wie Gott ist und was sein Wille ist. Vielleicht gehörst du aber auch in die Kategorie, die sich einfach ein tieferes Verständnis von der Bibel wünscht. Dann möchte ich dich ermutigen, finde einen Leseplan zu einem Thema, das dich interessiert und wo du mehr wissen willst, was die Bibel dazu sagt. Es gibt so viele, Tausende von Bibelleseplänen, zum Beispiel auch auf der Bibel-App, wo du lernen kannst und einfach zu verschiedenen Themen etwas wählen kannst und dann mehr dazu erfährst. Du kannst auch die Bibel mit einer Studienbibel lesen, die Parallelstellen nachschlagen. Da stehen ganz viele schlaue Dinge drin, zu fast jedem Vers der Bibel, Erklärungen zu Begriffen. Es gibt Artikel auch, wo ein Begriff oder ein Thema so im ganz biblischen Kontext angesehen wird. Und das kann sehr spannend sein, wenn man mehr und ein tieferes Verständnis will der Bibel. Oder schaue dir die Videos von Bibelprojekt an. Das sind die Videos, einer dieser Videos war den wir vorhin gesehen haben. Wenn du zum Beispiel, bevor du ein neues Buch in der Bibel beginnst zu lesen, schaue dir diesen Video an. Er gibt dir einen Überblick darüber, was darin steht, wer es geschrieben hat, wozu es geschrieben wurde und was das Ziel war oder wer der Empfänger auch dieses Buches war. Sehr, sehr hilfreich und spannend. Sie haben auch Videos zu verschiedenen Themen und das ist eine wirklich gute Sache. Vielleicht ist aber Lesen überhaupt nicht dein Ding. Dann möchte ich dich ermutigen, höre die Bibel. Es gibt auf der Bibel-App kannst du viele Sprachen und viele Übersetzungen einfach hören. Du musst es ja nicht lesen. Warum nicht deine Kopfhörer aufziehen oder in deinen Laptop anstellen oder im Auto einfach die Bibel zu hören? Es gibt eine App, die heißt Bible Tunes und dort kannst du einen kurzen Abschnitt der Bibel hören und danach hörst du einen kleinen Input dazu oder einen Gedankenanstoß und das kann dir helfen, einfach auf eine andere Art dich mit der Bibel zu befassen. Oder für alle Serien-Junkies unter euch, schaut euch die Serie The Chosen an. Das ist eine Serie über Jesus und seine Jünger. Und es ist eine tolle Serie und wenn du sie liest, wirst du merken, wie du plötzlich dir vorstellen kannst, wie diese Leute damals gelebt hat, wie Jesus gelebt hat, wie die Jünger waren und wie das Zusammenspiel war. Und es wird danach so viel realer, die Bibel und die Evangelien zu lesen, weil man sich das so gut vorstellen kann plötzlich. Vielleicht möchtest du auch einfach persönlich für dich mehr aus der Bibel herausnehmen.
Dann führe doch ein Tagebuch. Ich mache das sehr gerne, wenn ich Zeit habe, dass ich mir ein Tagebuch, ein Tagebuch Dinge notiere und ich gehe dabei nach dem SOAP-Prinzip vor. SOAP wie Seife, einfach auf Englisch. S für Scripture, ich lese die Bibel. O für Observation, ich beobachte, ich notiere mir, was lese ich hier, was sagt das zu mir. Dann A für Application, also die Anwendung. Was bedeutet das für mein Leben? Wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Und P für Prayer, Gebet. Und ich nehme diese Dinge, die ich gelesen habe und mir aufgeschrieben habe, im Gebet auf. Und das hilft mir so, aus einer Bibelstelle etwas persönlich für mich herauszunehmen. Vielleicht möchtest du dir aber auch ein Andachtsbuch kaufen, wo du einen Bibelabschnitt lesen kannst, einen kurzen oder einen langen, und dann gibt dir jemand einen Gedankenanstoß für dein persönliches Leben aus diesen Versen. Auch das kann uns helfen. Vielleicht hast du aber einfach auch sehr wenig Zeit. Und es ist mir sehr wichtig, diesen Punkt auch zu bringen, weil vielleicht hast du Kinder wie ich, die gerne um 5:30 oder noch 6:30 oder noch vorher aufstehen. Und es ist schwierig irgendwo mit der Energie, mit dem Energiemanagement. Vielleicht hast du einen Job oder ein Studium, wo du schon den ganzen Tag so viel lesen und studieren musst, dass du wenig Zeit hast, noch die Bibel zu lesen. Vielleicht hast du eine Situation in deinem Leben, die dich sehr einnimmt momentan. Du hast vielleicht Job und Familie und es ist einfach einnehmend und es bleibt wenig Zeit, die Bibel zu lesen. Und ich persönlich merke, ich bin immer noch am Lernen, in einer gesunden Balance für mich selbst zu sein, zwischen dem, ich möchte die Bibel lesen, weil es das Beste ist, was ich mir geben kann, und ich bin trotzdem kein schlechter Christ, auch wenn ich nur ganz wenig davon für mich aufnehme. Und vielleicht betrifft das dich. Und es gibt einige Tipps, die auch du ganz einfach umsetzen kannst. Platziere diese Bibelverse an einem Ort, wo du sie ganz sicher siehst, so wie ich meinen Kalender da in meiner Küche. Oder platziere ein 3-Minuten-Andachtsbuch neben deinem WC. Du kannst dort die Zeit nutzen. Höre eine Predigt oder die Hörbibel auf deiner Zugfahrt zur Arbeit, wenn du Auto fährst. Oder schreibe dir diese süßen Verse, die der Psalmist auch sagt, im Psalm 119, von denen er spricht. Schreibe sie dir irgendwo auf, wo du sie immer wieder siehst. Hänge sie an deinen Spiegel, an die Tür deines WCs, wo du sie ansehen kannst. Wo auch immer du immer wieder bist und sie dir helfen, vielleicht als Hintergrund auf deinem Handy, damit du dich trotzdem irgendwo mit dem Wort Gottes beschäftigen kannst. Und die letzte Gruppe ist, wenn du gar keine Zeit hast. Dann möchte ich dich ermutigen, überprüfe deine Prioritäten. Musst du wirklich 4-mal in der Woche ins Fitness gehen, von 7 bis 10 Uhr abends? Lohnt sich diese Serienfolge, die du um 10:30 noch beginnst, wirklich, weil du am nächsten Tag ja dann nicht mehr früh aufstehen magst und etwas Sinnvolles, wie zum Beispiel die Bibel lesen, machen könntest? Wenn du merkst, du brauchst eine Veränderung in deinen Prioritäten, dann tu es. Und vielleicht musst du jemanden hineinnehmen und bitten, dich zu unterstützen in dieser Prioritätenänderung. Finde neue Wege. Vielleicht, ich habe so viele davon vorher genannt, einen neuen Weg. Vielleicht ist es dran, mal die Bibel in einer anderen Sprache zu lesen. Und das kann es ganz neu spannend machen. Es kann dir ganz neue Ideen geben oder ein neues Verständnis von gewissen Versen. Und ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist, dass du Bibelfreunde findest. Es kann helfen, mit jemandem den gleichen Bibelleseplan oder das gleiche Andachtsbuch zu lesen. Es kann helfen, immer zur gleichen Zeit miteinander die Bibel zu lesen und einander zu ermutigen, was man gelesen hat, was einem aufgefallen ist. Es kann ein absoluter Gamechanger sein für dein Leben. Und das kannst du gerade zum Beispiel in deiner Kleingruppe aufnehmen nächste Woche und sagen, hey, ich wäre froh, jemand würde mit mir hier nächste Schritte gehen. Hätte jemand auch das Bedürfnis? Und ich kann mir gut vorstellen, dass in deiner Kleingruppe auch Leute sind, die mehr Bibel lesen wollen oder die ganz einfach dir helfen wollen. Hey, zum Glück ist die Bibel nicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie die für den Packschrank.
Aber es ist eine Betriebsanleitung für dein Leben, wo du so viel Weisheit, so viel Gutes daraus nehmen kannst für dein Leben. Und ich möchte dich ermutigen, sie zu lesen, weil es das Beste ist, was du dir geben kannst. Und ob du sie dann liest in der Reihenfolge von vorne nach hinten oder ein Buch, das dich gerade interessiert, ob du zu einem Thema etwas liest, oder irgendwo mal die Bibel chronologisch hindurchliest, nach der Zeit, in der die Bücher geschrieben wird, das spielt keine Rolle. Denn du kannst aus allem Dinge nehmen für dein Leben heute, die dich ermutigen. Das Wichtige ist, dass wir diese Betriebsanleitung für unser Leben mit Gott lesen, dass wir es studieren, dass wir es kennenlernen, denn es ist so zentral, damit wir den Willen Gottes verstehen für unser Leben, dass wir auch gestärkt und ermutigt sind, auf diesem Weg nach Gottes Vorstellungen zu leben. Ja, ich hoffe, diese Predigt hat dir die Bedeutung der Bibel für dein Leben aufgezeigt. Und du hast neue Lust bekommen, sie zu lesen. Vielleicht nimmst du einen Tipp mit und du kannst den gerade umsetzen. Vielleicht merkst du aber auch, dass du eigentlich wie Adam und Eva oder wie das Volk Israel, wie wir alle irgendwie an dieser Kreuzung stehst. Und du könntest dich heute entscheiden, ein Leben mit Gott zu leben. Nach seiner Vorstellung, nach seinen Bedingungen, weil du plötzlich verstehst, hey, dieser Gott, der meint es gut mit mir, der liebt mich, er hat mich geschaffen und er möchte das Beste für mein Leben. Und deswegen hat er uns die Bibel geschenkt, damit wir verstehen, was gut ist für uns. Und wenn das du bist, dann möchte ich dich einladen, gerade heute dich zu entscheiden und diesen Schritt auf Gott in eine vertrauensvolle Beziehung zu ihm zu tun. Und du kannst das tun in einem ganz einfachen Gebet, indem du ihn einlädst, in dein Leben zu kommen. Und ich möchte gerne mit euch allen zusammen dieses Gebet beten. Aber zuerst möchte ich, dass wir alle unsere Augen schließen. Und ich möchte dich noch einmal fragen, stehst du vor dieser Entscheidung? Merkst du, etwas zieht mich zu diesem Gott hin. Ich möchte in dieser vertrauensvollen Beziehung zu ihm leben. Wenn das dich betrifft, dann halte doch kurz deine Hand hoch und dann wollen wir nachher gemeinsam beten, Gott deine Entscheidung mitteilen. Vielen Dank für diejenigen, die die Hände gehoben haben. Und wir wollen nun als ganze Kirche mit dir gemeinsam beten. Wenn du deine Hand erhoben hast, du diese Entscheidung treffen willst, dann möchten wir gemeinsam das eingebendete Gebet zusammen beten. Und lasst uns doch zusammen aufstehen und einfach so vor Gott kommen. Ich werde es vorbeten und du kannst es mir nachbeten oder ihr alle könnt es mir nachbeten. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Mir ist bewusst, dass ich meinen eigenen Weg ohne dich gegangen bin. Danke, dass du deinen Sohn Jesus am Kreuz geopfert hast, um für meine Schuld und Ignoranz dir gegenüber zu bezahlen. Bitte vergib mir. Ich möchte ein Leben mit dir und nach deinem Willen leben. Danke, dass du mir dabei hilfst. Amen.